Die Stadt wurde 1838 und die Gemeinde 1891 gegründet. Und zum Dom wurde diese Kirche erst 1945, als die Bistümer nach dem Krieg teilweise umorganisiert werden mussten. Sowohl der Bischof als auch das ganze Domkapitel waren im Sommer 1944 gezwungen, die Stadt Viborg zu verlassen wegen des Vormarsches der Roten Armee. Aber über die Geschichte des Bistums werde ich ein bisschen später im Domkapitel mehr erzählen. Zurzeit ist die fast 130-jährige Kirche das Zentrum des geistlichen Lebens in der Stadt selbst und im ganzen Bistum. Und der Dom ist groß, als Sie sehen können. Es gibt ungefähr 1200 Sitzplätze im Dom. 1200 Sitzplätze. Die Gemeinde erhielt ihren Namen nach dem Erzengel Michael, dem Schutzheiligen ihrer Kirche, also Michael Mikkeli. Davon stammte der Name Mikkeli, von dem Namen des Erzengels Michael. Eine Besonderheit des Doms ist, dass der Altar an der Westwand liegt und nicht wie üblich an der Ostwand gegen die aufgehende Sonne. Warum? Keine theologischen Gründe, sondern so passte die Kirche nach der Meinung des Architekten besser zum Stadtbild. Keine theologische Antwort also, sondern mehr praktische oder ästhetische. Der Turm des Doms, Höhe 64 Meter, ist weit über das Stadtzentrum hinaus zu sehen. Die Glocken im Turm sind aus Deutschland, aus der Stadt Bochum. Die Uhr aus Schweden, Stockholm und die jetzige Orgel mit 51 Registern ist finnisch, hergestellt von Kangasala Nurkute, das also in der Nähe von Tampere. Die Orgelfassade ist fast unverändert geblieben. Und neben dem Altar gibt es auch eine kleinere Orgel, die sogenannte Chororgel. An der Kirche sind mehrmals kleinere Reparaturen gemacht worden. Zum Glück wurde sie in den Kriegen nur leicht beschädigt. Die Stadt Mikkeli war allerdings oft das Ziel der russischen Luftangriffe, weil der finnische Marschall und Oberbefehlshaber Mannerheim sein Hauptquartier hier in Mikkeli hatte. Die erste gründliche Reparatur war 1954 bis 1955. Damals wurde die heutige Sakristei gebaut und die Beleuchtung erneuert. Die Kanzel da erhielt in dieser Renovierung in den 50er Jahren ihre jetzige einfachere Form, also ursprünglich sah die Kanzel völlig andersartig aus. Eine wichtige Neuheit in den Renovierungen in 1984, 1985 war die Krypta, die im Keller unter der Sakristei gebaut wurde. Die Kapelle in der Krypta hat Platz für 50 Personen und wird bei Trauungen, Taufen und anderen Familienfesten verwendet. Auch hier gibt es in diesem großen Kirchensaal manchmal Tauffeste und hier haben wir einen sogenannten Taufenbaum. Solche Bäume sind heutzutage in allen Kirchengebäuden in Finnland. Also wenn am Sonntag im Gottesdienst die Namen der Kinder gelesen werden, die am früheren Wochenende getauft worden sind, so haben wir diese solche kleine Herzen, es gibt die Namen der Kinder und manchmal auch das Taufdatum hier und dann
hängt man diese Namen hier auf dem Taufenbaum und sie bleiben hier etwa für ein Jahr. Das ist ein Taufenbaum. Dann etwas über die Kunstwerke hier im Dom. Also das Altargemälde heißt Christus am Kreuz und wurde 1899 von Pekka Halonen gemalt. Pekka Halonen ist einer der bedeutendsten finnischen Künstler überhaupt. Auch in Helsinki, in diesem sehr berühmten Kunstmuseum Atheneum gibt es mehrere Werke von Pekka Halonen. Das Werk hat dunkle Farbtöne, Christus dagegen ist in hellen Farben. Am Kreuz stehen die Mutter Maria und der liebste Jünger Johannes, der Sohn von Zebedeus. Und dann möchte ich etwas über diese zwei Glasmalereien erzählen, falls Sie nicht präzise sehen können, so bitte kommen Sie näher, ja, um diese Glasmalereien zu sehen. Also ich beginne zuerst mit dieser Glasmalerei. Die beiden Glasmalereien haben nämlich interessante Einzelheiten über die Geschichte der Stadt Mikkeli und auch über die Geschichte des ganzen Bistums. Hier auf der linken Seite sehen wir zwei große Personen da. Sie haben auch Namen da. Paavo Juusten und Mikael Agrikola heißen diese zwei zentrale Figuren. Sie sind also wichtige Personen in unserer Kirchengeschichte. Beide waren Bischöfe. Agrikola hatte in Wittenberg als Luthers Schüler studiert und in Finnland hat Agrikola die finnische Schriftsprache geschaffen. Er war auch verantwortlich für die erste finnische Übersetzung des Neuen Testaments, die in 1548 erschien. Die ganze Bibel erschien auf Finnisch erst ein Jahrhundert später, nämlich in 1642. Aber Agrikola hat tatsächlich die finnische Schriftsprache geschaffen und hat auch solche ABC-Bücher geschrieben. Agrikola war als Bischof in Turku tätig, aber Paavo Juusten war der erste Bischof in Viborg, als das neue Bistum in Ostfinnland gegründet wurde. Das war Jahr 1554. Auch Paavo Juusten hatte in Wittenberg studiert. Er war ein Mann des praktischen Lebens und führte das Reformationswerk weiter. Mit Recht haben einige Forscher ihn den finnischen Melanchthon genannt. Und zwischen Paavo Juusten und Mikael Agrikola gibt es Bilder aus Viborg, also das berühmte alte Schloss von Viborg. Und dann unter diesen Figuren unter Paavo Juusten sehen wir ein rotes Kirchengebäude. Das ist die ehemalige Kirche von Sortavala. Sortavala war auch früher eine finnische Stadt, aber jetzt liegt Sortavala in Russland. Und das andere Gebäude ist die Burg von Käkisalmi, Mölndal-Käkisalmi ist heutzutage ein Teil in Russland, in den russischen Karelien. Die Glasmalerei enthält auch Hinweise auf einen dritten bemerkenswerten Mann im kirchlichen Leben Finnlands. Wir sehen unten einen Hahn. Und das ist ein Wortspiel. Henrik Gabriel Rehnqvist war als Gemeindepfarrer in Sortavala, in diesem
diese Roten Kirche als Gemeindepfarrer tätig und vertritt stark die Gedanken und Betonungen des Pietismus. Sein ursprünglicher Familienname hieß Kukkonen und das finnische Wort Kukko ist auf Deutsch Hahn und da ist diese Wortspiel und Symbolik. Und deswegen sehen wir einen Hahn in der Glasmalerei und der Hahn hat einen grünen Zweig in seinem Mund und es handelt sich um einen Hinweis auf den Familiennamen Renqvist, das einen reinen Zweig auf Schwedisch bedeutet. Die geistliche Bewegung um Renqvists Schriften und Predigten hat sich schnell über das ganze Land verbreitet. Die Anhänger der Bewegung legten besonderes Gewicht auf das Gebet in kniender Stellung, das wenigstens 5-mal am Tage verrichtet werden sollte. Die Grundthese von Renqvist lautete: Bete, dann erwachst du und bekommst Glauben. Heutzutage ist diese pietistische Bewegung, die mit der Arbeit von Renqvist entstand, relativ klein und es gibt nur einige kleine Gemeindegruppen, heutzutage meistens in Westfinnland. Dann auf der anderen Seite, diese andere Glasmalerei, da ist deutlich die Zentralfigur stellt den Erzengel Michael dar und Michael kämpft gegen den furchtbaren Drachen und Michaels Schwert zeigt auf das älteste Gebäude der Provinz, die Steinsakristei in Mikkeli, auf. Die Erzengel-Thematik in dieser Glasmalerei stammt aus der Offenbarung des Johannes. Die Flammen um das Stadtwappen erinnern an die Kriegsleiden im Winterkrieg, als Mikkeli zweimal sehr schwer bombardiert wurde. Und unter dem Wappen sehen wir wenigstens für jeden Finnen ein sehr berühmtes Gebäude, also das Schloss namens Olavinlinna. Und dieses Schloss liegt in der Stadt von Savonlinna. Also wir haben nicht so viele mittelalterliche Schlösser in Finnland, nur einige. Und das Schloss Olavinlinna ist heutzutage besonders wegen die jährlichen Operafeste sehr weltweit sehr berühmt. Savonlinna war auch etwa 20 Jahre die Hauptstadt des Bistums und der Sitz des Domkapitels und vom Ende des 19. Jahrhunderts bis 1925. Ein heraldisches Tier im Wappen des Bistums ist eine Taube. Auch eine kleine Taube. Und wie wir wissen, symbolisiert die Taube mehrere Dinge, zum Beispiel Frieden, Liebe, gute Nachrichten und natürlich den Heiligen Geist. Diese Glasmalerei auf der rechten Seite des Altars weist auf die Zukunft hin, bis zum Tage, wenn Christus zurückkommt. Diese Glasmalerei heißt, unser Herr kommt. Amen, wie es da unten geschrieben steht. Erzengel Michael hat gerade seine Posaune geblasen und die Auferstehung der Toten fängt an. Ein Mann kommt aus seinem Grab und hat seine Hände betend hochgehoben. Das Bild von den Wagenschalen, auch da weist auf das jüngste Gericht hin. Und die beiden Glasmalereien ermahnen uns zum regelmäßigen Gebetsleben. Was ist der Sinn des Lebens, kann man oft fragen. Nach der Bibel ist die Antwort einfach. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass der Mensch Gott lobt und seinen Mitmenschen dient. Und da draußen im Park um den Dom ist der Friedhof des Bürgerkrieges. Der Krieg, der
in 1918 in Finnland stattfand. Und einige hundert Meter von dem Dom entfernt liegt eine andere große Kirche. Sie ist die drittgrößte Holzkirche in Finnland. Sie war früher die Hauptkirche der Landesgemeinde von Mikkeli. Heutzutage gehören diese beiden Gebäude, der Dom und auch diese große Holzkirche, zu der Domkirchengemeinde, die unter vergangenen Jahren und Jahrzehnten erheblich gewachsen ist wegen der mehreren Gemeindeangliederungen. Die Mitgliederzahl dieser Domkirchengemeinde ist heute mehr als 40.000 Personen und auch die Fläche der Gemeinde ist groß, weil die früher unabhängigen Gemeinden wie Anttola, Suomenniemi, Puumala, Ristina und Haukivuori alle jetzt zur Domkirchengemeinde gehören. Und auch die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Domkirchengemeinde ist erheblich groß, etwa beinahe 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen insgesamt, wenn wir alle mitrechnen, also die im Büros arbeiten, auf den Friedhöfen und so weiter. Auch die Zahl der Pastoren und Pastorinnen in dieser Domkirchengemeinde ist ungefähr 20. So, die Domkirchengemeinde von Mikkeli ist deutlich die größte Kirchengemeinde in unserem Bistum heutzutage.